Der Gumball zieht weiter nach Belgrad. Bei der Challenge zwischen Alex und Ed führt Ed 10:0. Ein Tankstopp ist die beste Gelegenheit, um anderen zu helfen. Soll ich euren Wagen auftanken? Ist der Qualm normal? Nummer 11. Arbeit als Tankwart. Was ist passiert, Alex? Mr. Ross hat uns gerade darauf hingewiesen, dass wir eine echte Funkstreife mit Warnleuchte und Sirene vertrieben haben. Gute Arbeit, Mr. Ross. Alex ist nicht der einzige Gumballer, der mit dem Gesetz spielt. Ich werde zum ersten Mal von der Polizei verfolgt. Wir haben gerade auf einer Bundesstraße mit Tempo 180 einen Streifenwagen überholt. Sie sind uns gefolgt, aber Shabazz hat das Gaspedal voll durchgedrückt und die Polizei abgehängt. Ist das die Grenze? Sieht ganz so aus. Jetzt wird's brenzlig. Er hat kein Visum. Serbien hat 4 Jahre lang einen blutigen Krieg um seine Grenzen geführt. Damals wäre eine Gumball-Invasion sicher nicht so problemlos abgelaufen. Die serbische Grenze. Ein ziemlich trostloser Ort. Mal sehen, ob ich jemandem helfen kann. Brauchen Sie Hilfe? Ich kann für Sie den Gumball-Wagen durchsuchen. Kann ich den hier filzen? Schlechte Neuigkeiten danken. Der Zollbeamte möchte, dass ich euren Wagen durchsuche. Also, aussteigen. Kann sich der Hund das mal ansehen? Scheint in Ordnung zu sein. Okay, zurück ins Auto. Nummer 11. Den Zollbeamten bei der Fahrzeugkontrolle geholfen. Bei der Challenge geht es darum, wer mehr Hilfsaktionen durchführt. Na komm, Alex, nett zu sein kann doch nicht so schwer sein. Ed schlägt dich um Längen. Es ist eine klassische Gumball-Taktik, die Polizei mal hinters Steuer zu lassen, um im Gegenzug durchgewunken zu werden. Und es hat wieder geklappt. Mustafa darf ohne Visum nach Serbien einreisen. Serbien ist das 7. Land der Rallye. Tempolimits scheint es nicht zu geben. Tempolimits haben einen Grund. Und für manch rücksichtslosen Fahrer sind es eher eine Million Gründe. Wie viel ist das Auto wert? Etwa 1 Million.